Mann, das ist beeindruckend. Und du so? Schicke Klamotten. Der Schatz war hier. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia. Avery war aus Devon in England. New Devon, wir kommen. Da. Na, das ist ja interessant. Weg mit den Waffen! Tu es! Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Okay, salut alle und welcome back zu einer neuen Folge Uncharted for a Thief's End. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Letztes Mal sind wir in Libertalia angekommen, so einem alten Dörfli, wo wir vermutet haben, dass wir dort drinnen den Schatz finden. Jetzt sind wir dort angekommen, haben wir gesehen, leer. Alles weg, nichts vom Schatz rum. Und dann hat es so ausgesehen, als würden wir der Wahrheit so langsam aber sicher auf die Spur kommen und dann ist einfach alles über uns zusammengebrochen. Einfach alle Türme, die ganze Stadt, alles ist zusammengekracht. Dann haben wir uns mit letzter Kraft noch auf so einen Turm gerettet und wer sehen wir dort? Natürlich Nadine Machine. Die hat uns recht heftig vermöbelt und wo wir dann die auch noch mehr oder weniger besiegt haben, ja, ist noch der Rave auftaucht. Und der Rave hat die Wahrheit gedroppt über unseren Brudi, den Sam, wo wir nicht damit gerechnet hätten. Genau. Das ist alles im letzten Video passiert. Und jetzt sind wir ja wieder zurück in die Vergangenheit, wo wir jetzt vermutlich noch recht viel über die Kindheit von diesen 2 Jungs erfahren. Und dann würde ich sagen, wir schaffen gar nicht mehr lange drum, sondern fangen gleich an. Let's go! Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Ja, das wäre eine gute Idee. Oh, etwas frisch ist es plötzlich. Willst du deine Jacke zurück? Nein. Wir müssen weiter. Kommst du mit? Ja, er hat uns einfach die Jacke gegeben. Vollherzig. Vollherzig. Wo sind wir da eigentlich? Ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht verwünscht werden. Wie sieht es aus? Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Sehen wir jetzt den Geld? Ja. Du, das ist schon lange niemand mehr Post holen. Den Versuch war's wert. Sorry. Hättest du einfach rundherum können laufen, wie wär's? Sam. Okay, gehen wir hinten rum, ja? Hey Nathan, da! Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, Hilf gib mir mir. deine Hand. Okay. Okay, gut gemacht. Wo siehst du ein offenes Fenster, Sam? Sam! Ich komme da nicht ohne deine Hilfe rauf. Ah, da. Komm, Nathan. Los. Gruselig. Ja, hier. Ich hab noch eine. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Okay. Hier drin ist nichts. Eine alte Nähmaschine. Hammer. Lesen. Miss Evelyn. Mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventures Lodge in ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollte nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen.
Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit in The Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Okay, klingt spannend. Sorry. Ja, ey. Sam. Sam? Hallo. Also haben wir es da auch mit so einem Sammler zu tun, hä? Nein. Hier unterm Dach ist es nicht. Die Kisten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Psst. Ab nach unten. Ab nach unten. Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Hätte jetzt gesagt, Mom. Sind wir jetzt in unserem alten Elternhaus? Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Ja. Nein, Nix auf. das ist okay. nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Okay, dann sind die anscheinend da in ihrem alten. Machen wir noch ein Matchli. In ihrem alten Elternhaus. Hey Sam? Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das. Richtig? Richtig. Ming-Vase. Kunstsammlerin, hä? So wie es aussieht. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt und nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hellorangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan, gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Oh. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig, wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Okay, es sind beide so Hey. Forscher gewesen. Erinnern dich die Kisten an etwas? Wieso? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken?
In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep. Immer schön arschig. Ja, den keine einfache Kindheit gehabt, vermutlich. He? Immer wieder die Schule wechseln. Keine Freunde. Nur sich selber. Also gegenseitig. Ah, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Bereit. Los. Nochmal. Ah. So ist gut. Was zum Teufel? Krass. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Ich kann sagen, das ist nicht der Plural von Sarkophag, nehme ich jetzt mal an. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja. Finden wir es heraus. Und wo sind deine Eltern eigentlich? Sind die wieder, oder eure Eltern? Das ist römisch. 3., vielleicht 4. Jahrhundert. Der andere kommt raus. Der andere kommt raus, der Kollege. Und da? Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. Mhm. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Oh, geil. Da! Wie sagt man denn eine Foltermaschine? Scheiße, oder Maschine von den Foltergeräten. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in den Kommentaren. Aber die sind, schaut mal. Da gehst du rein, dann machst du die Türe zu und dann schön mit dir. Ja. Schon hure spannend. Schon hure spannend. Big Ben. Gut, weißt du? Kanopen. Cool. Was sind Kanopen? Sind da Urnen? Oder weißt du? Sieht das wie Urne? Wow, mega schöne Buddha. Der Willi. Der ist hure schön. Staffelei. Also krass. Krass. Ein bisschen unheimlich. Aber krass. Untersuchen. Spielzeuge, Wasserflugzeug. Okay. Sam, komm mal schnell. Den hat nicht. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, das ist ein antiker mesopotanischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Lustig. Es Scherzkriegsli. Jetzt haben wir noch einen Weinkeller. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Dr. Livingston.
Ich warte auf den Jumpscare, ich sag's euch. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Man ist nie zu alt. Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Redet ihr jetzt in der dritten Person von den Älteren oder von denen, die ursprünglich einmal an dem Tisch gehockt sind? Wäre noch spannend, zu muss ich finden, wie, wenn die ins Waisenhaus gekommen sind. Hey, sieh mal. Aber Cäsar. Mir kommt gerade in den Sinn. So dumm. Waisenhaus, nicht Kinderheim. Die Älteren, die gibt es jetzt nicht mehr, sonst wäre es im Kinderheim, nicht im Waisenhaus. Was heißt da Oder bei drin? den Eltern die Heim. Woran sind sie denn gestorben, eure Eltern? Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht. Wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den Roten Platz will ich mal sehen. Wir haben St. Gallen aber einen Auf roten ein Platz. Ist nicht ganz vergleichbar, aber hey. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Alle Harry Nicht wahr, Potter-Fans so, ja! Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viele erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Wer es gewusst, hat er noch Mexiko gesagt, wegen den Mayas. Da wäre jetzt auch noch les gewesen. Aber ja, Sieh dir diese afrikanischen Masken an. zeig. Au, Das Mugli, sind ouch. mindestens Ouch. verschiedene Au, Religionen. Charlie. Der kleine Furz hat mich gekratzt. Ja. Ein bisschen ungeschicktes Vögeli. Zeig mal die Maske. Ja. Ja. Cooler Hut, muss ich sagen, doch. Ein bisschen zu klein. Ein bisschen. So, Das habe ich gelesen. Ach ja? wieso wundert Ist mich das das nicht? gut? Es ist irgendwie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Eines Tages komme ich dahin. Ein belesener junger Post. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Ja. Habt ihr das gehört? Ja, da sind wir hergekommen, ja, da sind wir hergekommen.
früher als Kind haben wir so eine hässliche Eckbank gehabt. Bah. Das war top modern. Top modern. Und heute sieht man es vermutlich nirgends mehr. Zeig mir nochmal den Helm da. So. Jetzt mit dem Helm umeinander laufen. Gestört, oder? Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Darf ich kurz? Eine Turnierrüstung. Französisch. Du stehst ein bisschen im Weg, Junge. Könntest du bitte auf die Seite gehen? Sam, Verschlossen. Mams Sachen Hast du sind Schlüssel? vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. ja, die Frage ist noch wie. Gehen wir außen rum. Hey, der Lüftungsschacht. Da oben. Ja, warte schnell. Ich glaube nicht, dass die Aufzeichnungen hier sind. So Hinten mir ganz ein Weg allein. zur Lüftung. Das ist also unsere Mutter, hä? Gang jetzt einfach mal davon aus. Ein Gang. Drachengong. Sieht Puh. nach Südostasien aus. Ah ja. Die ganze Bude da sieht ein bisschen... Also jetzt da der Teil von der Bude. Sieh dir das mal an. Kompass, Sonnenuhr. Stell dir vor, du wärst in Seenot. Und nur diese Instrumente entscheiden über Tod oder Rettung. Ja. Verrückt. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Evelyn, ich bin über die neueste Ausgabe von Adventure Live gestolpert und war ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es war also wirklich Montag gewesen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch das tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier, der Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Wer ist der Edmund? Ist er noch ein dritter Sohn? Er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht, direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst, aber eins verspreche ich dir. Du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin alle stolz. Herzliche Grüße, Ken. Okay. Also der Daddy hat Ken geheißen und die Mutter Evelyn. Und wer ist der Edmund?
Also nachher gehen wir erst den Lüftungsschacht anschauen, aber jetzt will ich mich da schnell durchnäuseln. Hey, die haben auch dein Lieblingsbuch. Echt? Welches? Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Ist eine frei erfundene Geschichte. Nicht mal der Name des Autors stimmt. Ja und? Erfunden oder nicht? Das sieht nach einer Erstausgabe aus. Ist das dein Ernst? Was für ein Ort, Mann. Wow. Willst du es mitnehmen? Nee, das zerfällt mir nur in meinem Rucksack. Gut. Du könntest es verkaufen. Dann bräuchtest du diesen Job nicht. Halten wir uns heute mal an das, was uns bereits gehört. Okay. Der kleine Bruder hat gute Ideen. Er hat echt gute Ideen, der Kleine. Warte, ich will noch einmal draufhauen. Ach komm, schon noch einmal. Der hat so gut getönt. Dong. Also, Lüftungsschacht. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du, Was? ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ja, lupf mich auf, wie wär's? Dude. Lüftungsschacht. Hier, sieh dir das an. Was? Aha. Hier gibt's Versteckter Anliegen nach Gang. oben. Komm her. Ja. Die Pflanze müssen wir mal wässern. Da. Nein, kein versteckter Gang. Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Süß. Verlier's nicht. Yeah. Das ist so süß. Oder? Ich find's cute. Danke, Brudi. Okay, hier oben. Nicht runterfallen. Warte, viele Seiten muss ich eigentlich? Ah, drum. Okay, wir haben die Stege nicht können nehmen, weil die ein bisschen zugemüllt ist. Los? Nein. Geh rauf. Ussert? Na, den halt. Okay. Oh nein! Oh doch. Fenster? Pass auf! Ah! Okay. Okay.
Pass auf! Aha. Okay, nice. Nice, nice, nice. Ufe. Ufe. Es würde da mein Bruder nicht durchkommen. So. Okay. Von hier ist sie auch verriegelt. Sieh mal, ob da ein Schlüssel ist. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel? Ist da jetzt der Edmund? Der Kleine meine ich. Sieht aus, als wäre die Person, die dort gewohnt hat, nicht so gesund gewesen. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz, vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Okay. Der Edmund und Evelyn haben es nicht so gut miteinander. He? Echt traurig. Hab ihn. Okay. Also der Brief ist an wer gegangen? An die Evelyn, hä? Mal schon mal schauen. Ich glaube, er ist an die Evelyn gegangen. Ja. Dann ist das Zimmer von der Evelyn gewesen. Und Evelyn ist die auf dem Cover gewesen. Das heisst, die Mutter von ihnen ist wahrscheinlich an einer Krankheit gestorben. Und der Daddy auch. Was gefunden? Also Keine gestorben. Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Weil sie haben ja von einer Beerdigung geredet, wo noch nicht dabei war. Der Edmund. Oder die Evelyn, sorry, durcheinander. Wow. Ah, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Wow. Cassandra. Sam. Hast du da was? Das sind sie. CM. Cassandra.
Reichtümer des Paradieses? Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einem von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hat er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gang i Savoy. Bildunterschrift Joseph Burns. Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen? Spannend. Wow. Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält ihr da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan. Cassandra also, hä? Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei.